Also ja, heute zusammen. Ich hoffe, alles klar bei euch. Da ist der Crown Cletus oder der Chris. Ja, es gibt wieder mal ein Real-Life-Video. Da hinten, vielleicht seht ihr zwischendurch eine Katze durchzischen, das wäre der Gin. He? Und der Grund für das Real-Life-Video, ihr seht es vielleicht hier im Hintergrund, ja leider keine Ahnung, wie gut das man es sieht. Es geht ums Black Ops 2. Und zwar ist ja über das Wochenende, glaube ich, ein Patch rausgekommen, wo einerseits die Pumpe ein bisschen geschwächt hat. Der 870 ist jetzt nicht mehr so auf weite Distanz ein One-Shot-Kill. Es hat ein bisschen Änderungen gegeben bei den Maschinenpistolen, bei der B23R, bei der Cap 40 und so. Matchmaking, was auch immer. Wir konzentrieren uns jetzt heute mal schnell auf die Auswirkungen für die Pumpe. Ich habe mir hier so ein kleines Teil reingezogen, um euch das auch mal in Real zu zeigen, wie das sich jetzt verhalten mit diesen Änderungen. Weil früher hat man ja etwa von 400 Metern one-shotten mit dieser R870. Das hat jetzt aber geändert. Schauen wir doch mal schnell. Ja, leider für mehr Munition hat es nicht gelangt. Aber immerhin haben wir ein paar Schüsse absetzen. Ich zeige euch ganz schnell, wie das jetzt aussieht. Ich hoffe, wir können es einigermaßen. Es hat hier oben einen Treffer gegeben, hier unten hat es schön einen in die Ranze reingegeben. Und hier sehen wir auch noch einen kleinen Headshot, von dem her die Treffergenauigkeit ist sicher noch gegeben. Aber ich muss schon sagen, ich musste wirklich 3-mal drauf schießen, bis das Teil endlich aufgegeben hat. Darum schauen wir uns jetzt schnell noch anschauen, wie das aussieht mit der Pistole. Ich bin hier nicht so der Checker mit der GoPro. Ich habe jetzt hier ein Äquivalent zur B23R reingezogen. Mal schnell schauen, was wir hier reissen. So, ich denke, hier ist jetzt genug umgeballert worden. Es ist sicher immer noch eine gute Knarre, schießt nicht ganz so schnell, aber ist auf jeden Fall immer noch sehr treffsicher. Schauen wir uns doch noch schnell anschauen, wie es so aussieht. Ihr seht, vom Schadenwert her ist es schon nicht mehr ganz so extrem, weil wir haben hier zwar 2 Hitmarker bekommen, aber schlussendlich war es leider so gewesen, dass wir den Gegner nicht penetrieren mit diesen Schüssen. Naja, was willst du machen? Die Sache ist eigentlich die, es hat zum Glück keine Veränderung gegeben zur Combat Axe oder eben zum Tomahawk, zum Bieli, wie man das auch immer nennen will. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich das am besten mache. Schnell noch kurz überlegen. Guten alten klassischen Tomahawk. Ihr seht, ich habe mir hier schon Gold Camo erspielt, also schon einiges erledigt mit dem Teil. Und um euch zu zeigen, damit das jedem klar wird, dass sich eigentlich nichts verändert hat beim Tomahawk, wollte ich das jetzt noch schnell demonstrieren. So. Also auch beim Tomahawk ist noch alles beim Gleichen. Das Teil schlägt rein wie ein Zaumann. Und da ist dann alles kaputt. Ihr seht, die Hülle ist am Arsch, das Game ist am Arsch. Und das ist in meinen Augen genau das Richtige, was wir mit dem Game machen sollten. Es ist natürlich nur mit Humor zu nehmen, das Video. Und es tut mir natürlich leid, bei diesem Video ist ein Game zu Schaden gekommen. Aber mir tut es nicht ganz so leid persönlich, weil es mir nicht so gefällt. Aber denen, die es Spass macht, sagen nur Call of Duty Black Ops 2, keep on gaming. Macht's gut, ciao zusammen.